Der eerste deel, wo ik God zijn barmhartigheid erfuhr. Ik, Victor, leer dat als kind dat Jezus am Kreuz für meine Sünden starb. Am Sonntag fuhr ich jaren mit meinen Eltern taupen um Gottesdienst. Dat weer de Weg, wo ich Gott dat weiß, dat ich dort wat rekent, wat Jezus für mich gedonen hat. Aber an der Weg will ich andere Dinge. Mein einer Seidenspeler, ein schmackert Bicycle mit Giersch und so wieder. Dat wären sicherlich titliche Jankers. Davon rede ich nicht zu Gott. Sicher wie Jesus nicht nur die Erde gekommen und am Kreuz gestorben, um meine titliche Bedürfnisse in Jankers zu erfüllen. Ward nicht zu Jesus seine Jünger gesagt, dass sie sich selbst aufsehen sollen? Das bedeutet für mich bloß einfach ein klares Nee für meine Jankers. Nee. Jesus hat die Menschheit nicht für so was Verachtendes und Unbedeutsames als Geld oder genügender Reichtum gerat. Mit Sund hat nichts zu tun. Darum musste ich mich selbst kümmern. So wenn's dachte ich. Ich war in der Sowjetischen Union geboren und was in einer russlandsdeutsche Familie als sechstes Kind von christlichen Eltern ab. Mein Großvater hat sich in der Ukraine wat Reichtum sammeln konnt, aber in den 30 Jahren ward ihm dort alle weggenommen und Lothar starb für seinen Glauben. Etliche Jahre later waren meine Eltern ihre Families nach Zentralasien verbannt und dort in Kirgisistan ward ich geboren. In der Sowjetischen Union ein Christ zu sein war nicht leicht. Meine Eltern konnten nicht an der Universität studieren und mussten in der Stadt schwere, billige Arbeiten tun. Und meine Familie waren 9 Kinder und unsere Eltern trocken uns am christlichen Glauben ab. Sie beten mit uns alle und vertelten uns Geschichten von der Bibel. Sie nahmen uns sogar mit zur Kirche zur Bibelstund. Das war gefährlich, während dort in der Sowjetischen Union streng verboten war, Kinder zwischen 3 und 18 Jahren alt christliche Lehre zu geben. Nee, dort ward nicht mit einer Todesstrafe angeführt, aber da wurde Gefahr, dass die Regierung uns Kinder aus der Eltern ihr Heim nehmen würden. Während dit Gedreif wählten meine Eltern den schweren Weg von dafür anlangen, aus der Sowjetischen Union auszuwandern. Im Jahr 1974 ward uns die Freiheit zum Auswandern endlich gegeben. Für uns wird das eine große Erleichterung, die Sowjetische Union verlassen zu können. Ich war dann 6 Jahre alt. Meine Eltern verkauften das Haus und das meiste, was wir hatten, und wir fangen unsere lange Reise nach Deutschland an. Ab der Grenze nahmen die russischen Regierungsmänner all ans Geld wegen, nur ihre Rede noch, der russische Rubel in der Sowjetischen Union bleiben soll. Wir kamen ganz ohne Wort in Deutschland an. Aber wir können nun nach der Sonntagsschule und beten so viel als wir wollen, ohne dafür festgenommen zu werden. Wir dürfen uns für nichts mehr grülen, aber wir hatten noch nichts. Wir wären arm. Mein Vater war der Einzige, der Geld verdient, und wir wären dann 9 Geschwister, und über dem wir 15. Ich schäme mich, dass wir arm wären, dass ich gebrockte, altmodische Kleider brocken musste und mit den alten, aufgestarrten Bicycle und ohne Giersch. Ich hasste unsere Armut. Ich konnte mich bei der Firma in unserer Gegend mit Ankrut utreten und die Ernten anbringen, was Geld verdienen. Ich lehrte eine wichtige Lektion vom Leben. Victor, wenn dir was fehlt oder was fehlt, dann verdien das Geld, um das zu kaufen. Das war eine von den guten Lektionen, was ich an mein junges Leben auch lehrt. Geld verdienen wird mir wichtiger als mein Lehren an der Schule. Ich war 8 Jahre alt, als ich Jesus als meinen Heiland annahm. Ich bet, lieber Gott, mag mir treu und fein, dass ich mit die Taub im Himmel sein kann. Ich sie klein, mein Hort ist rein, da soll keiner binnen wohnen, als bloß Jesus allein. Jesus hielt mein kindliches Gebet. Ich weiß nu, dass Jesus sein Blut und seine Gerechtigkeit nu mein Schmuck und Ehrenkleid wir. Da binnen will ich mich für Gott befinden, wenn ich zum Himmel kommen wird, und nu weiß ich, dass ich dahin kommen wird. Ja, ich weiß, dass Jesus für meine Sünden starb, aber wo wir das mit so was anwichtig als Geld? Sicherlich wir hier nicht über Finanzen interessiert, dort gehört ja zu das Irdische. Darum musste ich mich selbst kümmern. Mit so einem Ding darf ich ihn nicht belasten. Was hat Gott mit Geld zu tun? Jahrzehnte later ward ich an, wo meine ab Armut gegründe Kindheit mich getekent hat. Ich fang an Gott zu fragen, Herr, wieso kann ich dort nicht annehmen, wenn mir wer was geben will? Wieso muss ich immer für alles schaffen? Die Dinge, wo das Leben unserem Jungen aller lehrt, bleiben unsere ganze Lebenszeit bei uns. Die Armut mögt einen Einfluss auf wo ich Geld ankriegt, und dort die Jahren,
was Gott meine Anstellungen geändert hat. Bald wordt Deutschland te klein für die ärmer wachsende Mordes-Familie, und als ich 14 war, trok wir noch eine Farm in Paraguay, was meine Eltern gekauft hatten. Mein Grootvater hatte mal eine schmacke große Farm in Land gehabt in der Ukraine, und ich dachte, dat Farmersennen irgendwo an sich Lieder stecken musst. Wir fangen vom Nien von Unien an. Wir haben selbst nicht als bedreckende Bedürfnisse in diepe Armut in ein nieuw Land, wo wir noch eine fremde Sprache lernen mussten. Alle die Schulen in unserer Gegend waren in Spanisch, und daher gingen wir nur die deutsche Schule in eine mennonitische Ansiedlung. Nur ein Jahr war mir dort klar, dass mir diese Schule sehr wenig nutzt. Ich will nicht anweitend bleiben, ich will was lernen. Wieder im Norden wir noch eine deutsche Schule, aber das Schulgeld, und da wohnen käm dir. Ich wusste, dass ich meine Eltern da nicht am fragen darf. Ich war 15 Jahre alt und kann all schaffen. Ich nahm also die Familie ihrer motorisierte Ketenzorg und mocht mir an der Arbeit 1 Hektar Land am Urwald aufzuriemen und zu ackern. Mein Plan war Karren zu ackern, um meine Schule zu finanzieren. Deutschland und Paraguay waren aber sehr unterschiedlich. Wenn du in Deutschland den einen Brennholz sorgen wirst, musst du erst einen 2-tägigen Kurs nehmen, um Holzsorgen zu lernen, und dann gibst dem Weltangestellten das Papier, was das beweist, dass du die Schule genommen hast. Wenn du bloß so eine Bäume und Halt versorgen wirst, was all durchgesagt wird, dann regt eine eintägige Schule zu. In Paraguay entschloss du dich bloß, wo wir die gehen wirst, mögst du Sorgen drehen, und dann ging das los. Wir brauchten dort 50 Zentimeter Geblatt von unserer Ketenzorg, und mein Bruder Johann und ich sorgten die 120 Schuh hohe Urwaldriesen von 500 Halt Dohl. Die Schweine flogen um die Augen am Gesicht an, und ich wusste, dass das gefährlich war, aber mein Bruder konnte nur halb fragen gehen, wann das fehlen soll. Wenn ich zurückdenke nur den Maut in die wilde Tag, dann kann ich meinen Kopf bloß schädern und Gott für seinen Schutz danken. Gott hier die Gebete von meinen Eltern in alle 15 Kinder überlebende Kindheit, wann wir auch beim Hieser Büden, was so hoch als Kirchentarms wären, und andere sich da mit lickende, waghalsige Dinge deuten. Einmal sah ich Johann von einem großen Baum rauffallen, wo er so als eine Karapap an einen Ast nur dem anderen ankracht, aber als er abkam, wir ihn nicht verletzt. Jo, die Mutterskinder wären gesegnet. Ein Jahr später hatte ich mir genug Geld verdient, um nur die deutsche Schule zu gehen, wo ich dann auch wohnen kann. Mir wird das all die schwere Arbeit auch gut wird. Ich will nicht hängen bleiben und für das ewige Port von mein Leben ungeschulten arm sein. Ich muss mich weiter an meine eigene Zukunft kümmern. Ich feil arm und schäme mich vorken damit, und ich will mich nicht immer so feilen. Schauen, dass ein starker Drief. Aber die kann auch so sehr driven, dadurch schlechte Entscheidungen gemacht wurden. Ich habe noch viel zu lernen. Wenn ich auch arm war, ich aber in eine christliche Familie abgewachsen und wir wirklich dankbar für unsere geistliche Erbschaft. Mein Grootvater told einen gewaltigen Preis für seinen Glauben an Jesus Christus, und dort hat meine Eltern auch viel gekostet, uns am christlichen Glauben abzutragen, erstens in die Sowjetische Union, wo das nun Gesetz noch nicht Freiheit war, und dann lauter in Deutschland und dann in Paraguay. Aber von dort go wie 15 Geschwister aller Gott seinen Weg für uns. Wort für ein Segen. Und dabei haben unsere eine Kinder und auch ihre Kinder sich entschlossen, dem Herrn zu folgen, und so weit als wir davon anweiten. Gott und auch unsere Vorfahren treu sind zu ehren, hill wir uns an eine klare Stellung. Sogar in den Tiden, wann uns Glauben Licht brennen will, je wir keinem die Freiheit, Gott zu lastern. Das wir das Aufteil von unseren Vorfahren, und dat wir uns sehr dienlicher warst. Aber ein Daunt, wo Gott unsere geistliche Erbschaft auch wir, hier ich durch keinmal von, wo ich am Titlichen durch die Erlösung von Jesus Christus versorgt worden kann. Die Gedanken ging mir nicht einmal durch den Sinn, und wir in unserer Familie auch nicht durch.